Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag Lev Lückscher zu Hus und unterwegs. Hück fangen wir an mit dem Rätsel. Was han der FC, der Zolonische und der Lodger am Rathaus gemeinsam? Also Moment, das ist ein schweres Rätsel. Der FC dazu und der Balkon da am Rathaus. Wenn es mit dem FC zu tun hat, wären wir auf jeden Fall erg aktuell. Das ist doch uns jetzt. Aber ich mache es jetzt ja nicht so spannend. All die drei haben mit dem Thema zu tun, wo wir heute drüber sprechen, nämlich von Köln und den Dieren. Und wir garantieren euch, das haben wir uns all ausgedacht, dass das passiert ist mit dem Wolf vom Ihrefeld. Was für eine Wolle vom Ihrefeld? Du hast das doch mitgekriegt mit dem Wolf vom Ihrefeld. Da ist doch ein Nacht so ein Wölfchen spazieren gegangen. Und er ist irgendwo von der Kamera aufgenommen worden, so eine Überwachungskamera. Ach so, ja, ich meine, das hätte ich in der Zeitung gelesen, ja, und Wieger? Ja, und es ist noch Wieger gegangen, der Lux in aufgeregt. Ich meine, wenn bei dir an der Tür ein Wölfchen spazieren ging, das wäre doch schlimm, oder nicht? Ja, da hätte ich auch Angst, dass er mich in der Pfote beißt oder sonst wo, ja. Ja, genau das. Und das ist im Internet direkt geteilt worden. Und dann jedet noch Wieger. Der Böhmermanns Jan hätte sich ausgedacht. Wer? Der Böhmermanns Jan, der hat sich ausgedacht, ein Wappen vom Ihrefeld mit dem Wolf zu machen. Sache jedet. Ja, ne? Auf jeden Fall, ich weiß ja nicht, wie der das an Land getrocken hat, das ist der Stich, der bestimmt hinger hat, der Wolf irgendwo an Land getrocken und hätte in die Kamera geschickt. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Aber ich weiß nicht, wie der Wolf noch im Ihrefeld buxiert hat. Es gibt jedenfalls zwei schöne Vorschläge für das neue Wappen. Vor allem der eine ist sympathisch mit dem violetten Wolf, der am Riemele ist. Er war ganz ehrlich, ne Wolf im Ihrefeld, da hätte natürlich ja nichts zu suchen. Und genau das ist uns Thema heute. Diere in Köln. Da ist man manchmal arg verbasert. Also ne Geißbock im Stadion, das kennen wir inzwischen. Aber ne Löw im Rathaus oder ne Wal in der Kirche, das hört sich an wie eine große Rielecherei, oder? Das kann man so sagen. Die Kölsche waren schon immer Rielecher. Und was jedes, natürlich, die Kirche Maria im Kapitol, da hängt ein Ripp von einem Wal. Und die Kölsche Rielecher, wie sie sind, haben einfach gesagt, das ist ein Ripp von der heiligen Maria. Und deshalb sagt man heute, in Maria im Kapitol hängt der Zint-Mariensrepp. Wie ist der Wal dann nach Köln gekommen? Ja, das weiß ich schon nicht, aber ich stelle mir vor, dem Wort in dem eisigen Wasser zu kalt, hätte ich gesagt, schwimme ich ins Evans nach Köln, da ist es nicht so kalt. Ja, und da ist er dann wohl gestorben und dann hätte man da irgendwann die Überreste ausgegraben. Also so eine frühe Variation von ich möchte zu Fuß nach Köln gehen. Oder in dem Fall schwimmen. Ja, das kann schon Sinn. Jedenfalls so eine Wahl in einer Kirche ist erst bekloppt. Da hätten wir ja Ita im Zolonische erwartet. Ach, der Zolonische, da möchten wir jetzt auch noch drüber sprechen. Ist es schön Kölsch Wort, der Zolonische? Ja, der Zolonische, da merkt man es wieder, wie ökonomisch der Kölsche mit der Sprache umgeht. Korrekt hätte ja heißen, ich versuche es auf Hochdeutsch, der zoologische Garten. Aber hören Sie, was für eine Kölsche, der zerbricht sich ja dreimal die Zunge. Und was hätte das gemacht? Das Zolonische. Dazu nur nebenbei. Ja, damit wären wir der Verzell am Zoo. Ich blieb praktisch bei den Tieren. Sie fand jeder der Kölsche Zoo. Also 1860, da wurde im Juli irgendwann wurde der Zoo eröffnet. Und da in Riel ist das ja. Riel, übrigens zu dem Zeitpunkt hat Riel noch zu Lonke gehören, also zu Longerich.
Und der Kaspar Grote, der hätte eine Aktiengesellschaft gegründet mit $100.000. Und die Straße, Gartenstraße in Riel, jedes Hück noch, da ist auch die Volksschule, heute natürlich eine Grundschule. Die war damals 29, ist die gebaut worden, 1929. Da hatte, ich kann mich erinnern, ich bin ja da Schule gegangen, da hatte man am ersten Schuljahr kein Bank, da hatte man schon Tisch und Stuhl, klein Stühlchen und klein Tische. Das war eine Sensation und wir waren richtig stolz darauf. Du merkst es, ich komme dann wieder vom Thema ab. Alles in der Schule, in der Straße von dem Namen von dem, der das Zoo gegründet hat. So ist es. Und dann jedes noch die Bodin-Nussstraße in Riel, die ist nach dem ersten Direktor vom Zoodirektor genannt wurde. So wie zum Zoo. Bist du dann als Kind auch in der Zoo gegangen? Ja, ich bin noch als Panz, einmal im Jahr war ich mit meinen Eltern, ich war 6, 7 Jahre in der Zoo gegangen. Aber das hat mir überhaupt nicht gefallen. Bis auf die Apenfelsen, da komme ich vielleicht gleich noch drauf. Das ist auch noch eine Attraktion. Also die Tiere, die Tiger, die Löwen, die Jaguare, die hatten einen Käfig, also nach meiner Erinnerung, vielleicht waren einen halben Meter größer, aber ich meine, das waren 2x2 Meter, wo die hin und her liefen, den ganzen Tag hin und her. Warum? Die sind gewöhnt, eine große Fläche für sich allein zu haben und gestunken hat, die konnten ja auch nicht so richtig die sauber machen. Oder jedenfalls war der Hück in der Zoologische Jes, der Pagel und vorher die Direktoren alle und vor allen Dingen auch die Mitarbeiter im Zoo. Großes Kompliment hier an der Stelle, was die mit Herzblut bei den Tieren sind. Sonst hätte das ja nicht so fluppe. Im Krieg ist viel kaputt gegangen. Und das hätte man nach dem Krieg zum Glück, waren wirklich niemand tüchtige Leute im Zoologischen beschäftigt. Für Beispiel der Elefantenpark, das ist ja nicht so lange her, dass sie den so richtig parat gemacht haben, dass man sehen kann, die Elefanten fühlen sich wohl. Ja, sonst hätten die ja auch kein Kind kriegen, ne? Du sagst es, sonst wird keinen Nachwuchs. Und damit sind wir beim zweiten Thema, warum ein Zoologische überhaupt nötig ist. Viele Tiere, die wären ja schon ausgestorben, wenn man die Zoologische nicht hätte, die sich um die Weiterzucht und das Weiterleben von den Tieren bemüht hat. Also du merkst, ich komme jetzt halt nicht schwärmen. Auch die Tiger und Löwen, von denen ich gesprochen habe, die laufen nämlich hin und her. Die haben wirklich einen gewissen Auslauf, wie man sagt. Die können 100 oder 200 Meter am Stück laufen. Das ist doch jetzt. Du hast evans jetzt von dem Apenfels gesagt. Was ist dann damit los? Ja, der Apenfels, der jeder sich 100 Jahre. Und die Paviane, die haben wir damals auch Spaß gemacht. Und kann mir vorstellen, dass die Paviane auch an uns, die man sowieso Spaß gehabt hat. Das hat auch Lorenz da, die komische Lücke, was die für ein Kleidage am Lief haben. Und schmissen uns ab und zu auch jetzt zum Föderer so, die Jacke da. Da bewegen wir hier gut gefördert. Aber bitte, ich weiß nicht, ich kann mich mit der Paviane nicht so richtig unterhalten. Auch wenn der eine auf andere sagt, man dann ganz eng davon abstammen. Man sagt auf Kölsch Paviane. Paviane, wie sagst du dann auf Hochdeutsch? Auf Hochdeutsch steht man mal sagen Pavian. Aber Pavian ist so wie Paris irgendwie, ne? Ist ein bisschen anders betont. Ja, die einzige richtige Betonung ist, wie wir mit Kölsch das sagen, ne? Pavian, ja. Ist doch klar. Ja, das haben wir jetzt, ich habe das im Sprachgebrauch nicht jeden Tag, Pavian. Was sagt man dann, der Orang-Utan auch oder Utan? Nein, natürlich der Orang-Utan, was denkst du dann? Orang-Utan? Ja. Glücklicherweise. Ich will jetzt auch nicht vom Petermann sprechen, das war Unikum für sich allein. Der doch Radfahren, ne? Die Ab. Ja, okay, aber lassen wir das jetzt mit dem so, damit genug sind. Ja, du hast ja evans das Stichwort hier von dem Löwe, von dem Löw.
Das ist ja der vom Rathaus. Also ich meine jetzt nicht irgendwelche hohe Tiere im Rathaus, ich meine der ob der Loggia. Also Loggia, das Balkonchen, ne, am Rathaus. Ja, ja. Ich weiß, man sieht da das Relief, das Steinrelief. Hermann Green, der Bürgermeister von Köln, wie in einem Löw, seine linke mit einem Mantel umwickelte Arm in der Rache stopp und in der rechten Hand das Schwert hat. Damit habe ich die Pointe alles für weggenommen. Hast du von dem der Name gekriegt? Was heißt Hast das? du von dem der Name gekriegt, Hermann? Das weiß ich nicht. So lange kann ich mich nicht rückbesinnen. Lassen wir das ja so in Subsichtstand. Der war ja erst couragiert. Dann erzähl das doch Ja, uns du von hast vorher. die Pointe alt vorweggenommen, aber das ist auch allgemein bekannt. Das war also um 1260 herum der Erzbischof Anno, das war ja auch der Friese. Ich weiß, das war heilig gesprochen wurde, aber das war doch eine fiese Möb. Das ist aber ein Thema für sich. Da war doch der Engelbert und nicht der Bischof Anno. Ja, nach dem Anno kam der Bischof Engelbert. Du bist gut informiert. Und der Bischof Engelbert war aber auch nicht viel besser. Die wollten all das Realt über Köln haben. Was haben die kölsche Bürger gemacht? Sie haben den Bayernturm und der Kunibetsturm besetzt. Und man sieht in Köln, wer der Bayernturm und der Kunibetsturm hat, der hat es realt über Köln. Und das hat dem Erzbischof natürlich gestunken. Und der Hermann Green, der Bürgermeister, der hatten sie richtig umkicken und hat gesagt, wie werden wir den los? Und wie es der Zufall will, der Engelbert hat in seinem Hof einen großen Käfig, da war ein Löw, der hatte Geschenk gekriegt. Und da haben sie gesagt, oh, der Hermann Green, das wäre gut fressen für den Löw. Den lassen wir jetzt eine Woche lang hungern, dass der richtig schön Kohldampf hat. Und dann laden wir der Hermann Green zum Essen, födern der stark. Und wenn der gut gefödert ist, hat der Löw auch noch jetzt Miet zu fressen. Gesagt, dann, die waren zwei Dompafen, die für den Löw zuständig waren, haben dann ihre Baselemanes beim Bürgermeister im Rathaus gemacht. Darf ich einladen, dass wir endlich Frieden mit den einen haben. Und ja, der Hermann Green war ein bisschen misstrauisch, hat gesagt, wieso sind die Pafen auf einmal so freundlich, das stimmt ja nicht. Hätte für sich selber noch so ein Schmuckschwert gehangen, denkt man, weiß ja nie, was die gerade für haben. Ist jedenfalls dahin, hat gut gefordert, hat gut getrunken und wie es dann so wie war, haben sie dann schingelig gesagt, so, leben Herr Bürgermeister, Hermann Green, darf ich jetzt der Löw sehen? Ja, ich höre ja, die ganze Zeit brüllen, muss der noch Hunger haben. Ach ja, wir haben ihn extra jetzt später gefördert. Also wir tun ihn jetzt später fördern, damit er auch sieht, wie das ist, wenn der so klein zerrissen geht oder so, ne? Und lange Rede, kurzer Sinn, wir sind auf der Hof und sehen, gucken Sie, hier ist der Löw. Oh, der ist aber böse. Und ja, draußen neuer dran. Ach, ihr könnt ruhig noch neuer dran, der kann ja nicht durch die Tür. Und als der Hermann Green hatten sie dann an die Ports zertät, haben der Riegel zurückgeschoben und rups, alle zwei mit einem kräftigen Deu, haben sie der Hermann Green in der Käfig gestoppt und die Tür wieder verrammelt und da stund er dann. Und der Löw, der hätte Foder gesehen. Der hätte dann, und der Hermann Green hat gerade noch seinen Mantel um den Arm zu schlingen und da täte auch als springen und der Hermann Green der linke Arm in der Hüde und der Löw biss sich in dem Mantel fast und dann hatte der Hermann Green dann Sieg von Unge dem Löw direkt in das Herz zu stechen. Der Löw tät noch ins Kot mit einer Prank kratze, dass sein Wams jetzt zerrissen war vom Hermann Green. Aber dann tät es seine Geist abgefangen und was tut. Und was der Hermann Green, der hat uns
ganz erstaunt luren, sagt der arme Löw, täten vielleicht auch noch jetzt stricheln, das weiß ich aber nicht, ich war 1260 noch nicht dabei. Jedenfalls ging dann das von innen der Riegel aussen abmachen und ging dann höchst nach Haus. Und dann die Leute da von der Stadt mobil machen und die gingen dann hin und täten die zwei Bafen verhaften. Und die zwei täten natürlich Mord und Zeter und Schreie und meinten, ja, der ist freiwillig darin, die Junge. Und dann haben die gesagt, ja, Aprilsjack. Und deshalb hätte er auch seine Kleider zerrissen, ne, weil der freiwillig sich hätte Kleider zerrissen lassen. Und jedenfalls haben dann die Reich gehalten und am nächsten Morgen wurden die dann am Seiten-Nordtor, was heute noch am Dom zu sehen ist, wenn man für dem Westportal steht, auf der linken Seite ist ja der Seitentor von dem Stadttor. Da haben sie die zwei Pafen abgegangen und es heißt heute noch das Pafentor. So sieht man. Jetzt der Wahrheit, die ihr zu geben. Man hat wirklich Knies mit der Kirche gehabt, aber so richtig getraut haben die sich mit sicher nicht. Zwei Pafen einfach so, ohne vom Papst die Genehmigung zu haben, die abzuhängen. Aber die Geschichte ist eben so verzahlt worden. Also man weiß es nicht. Es ist aber interessant. Die beiden Pafen haben sie noch dem Verzell abgehangen und dem Engelbett, der Bas war von dem Ganzen, dem ist nichts passiert. Nö, wie das so oft passiert. Denn Hüter passiert ja selten. Ja, das ist immer das kleine Volk, was dran gelaufen muss. Jetzt haben wir über so viel Gedicht gesprochen. Aber der wichtigste geht noch. Unser Hennes, der ist immer noch am Vieren. Sagen Sie, weißt du überhaupt, wie der FC an der Geisbock gekommen ist? Ja, das weiß ich. Der Geisbock, ich meine, das weiß jeder, das ist das Maskottchen vom 1. FC Köln. Ne? Also ich denke, jetzt renne ich offene Türen in. 1951, also das ist jetzt genau 70 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe, da hätte Carola Williams. Carola Williams, das war eine Tochter vom Zirkus Althoff. Also, und der Zirkus Williams, das war damals ein weltberühmter Zirkus, der auch gut Geld verdienen hat. Und da war 48 wurde ja der 1. FC Köln gegründet und hat noch kein Maskottchen. Und da hätte die dem ein Jäs geschenkt? Genau so ist es. Ob er noch fast eine Laufensitzung, da war dann auch der Hennes Weißweiler als Jas. Da kam mit Carola Williams mit einem jästen Bock an und sagt, hey, ihr hat noch vom 1. FC Köln, ihr hat noch kein Maskottchen, hier hat er eine. Und der Hennes Weißweiler, das war damals der Trainer, der hätte einen Empfang genommen. Und so gut der Jäsbock hügt noch, das ist inzwischen der 9. Jäsbock. Aber jeder jäste Bock vom 1. FC Köln ist immer noch der Hennes. In schöner Erinnerung an der Weißweiler, der hügt noch nicht vergessen ist, der Trainer vom FC Köln. Das muss ja Nerven haben, das dir, ne? Das wird jedes Mal zum Spiel mitgenommen. Nee, der wird nicht überall mitgenommen. Nur bei Heimspielen der Güte auf der Platz mit seinem Mann, der oben aufpassen tät. Für Auswärtsspiele, das wird so anstrengend. Man muss sich das auch uns vorstellen, dass der mit nach Düsseldorf fahren. Ja, nach Düsseldorf, ne, die spielen ja nicht in einer Liga. Wo wohnt der eigentlich? Der wohnt inzwischen im Zoo. Und da ist der Jod behütet, hört sich komisch an, aber da wird der Jod versorgt. Im Zoolonische? Im Zoolonische. Da haben wir jetzt schön Abrundung gemacht. Jetzt könnte man eigentlich mit dem Sprachkurs anfangen. Da haben wir nämlich überlegt, dass wir die Namen von den Tieren erzählen. Aufgepasst, jetzt wieder ein klein bisschen Kölsch gelehrt. Das erste Tier, was das meiste vorkommt in der Stadt, das ist ein Hund. Man sieht auch
ne Möb. Ich han früher das immer so verstanden, dass das ein bisschen negativ ist, aber man kann es auch freundlich sagen. Und die Frau, die mit dem Hund geht, ist ein Hungsmadam. Ich han noch nie gehört, dass einer sagt, ne Hungsherr, aber ein Hungsmadam jedet. So ist es. Und der Affe ist die Ab. Da muss man richtig lernen. Ist die Ab, ist also ein Frau-Mensch nicht, aber ein Frauenab. Ist anders wie im Hodütsche. So ist es. Ganz viele Wörter sind so ähnlich wie im Hodütsche, also nur anders betont. Es ist der Esel, die Kuh und das Pferd. Ja, bitte für, da hätten wir ein bisschen, manchmal jedenfalls andere Namen, ein Mehl. Das ist französisch, Merle. Das ist schön. Und dann jedes noch das Vögelchen. Ja, dann sag auch, wie es auf Deutsch heißt. Ach so, das ist die Amsel. Ja. Dann haben wir noch das Vögelchen, was du das Liebste hast. Ja, das Leverlingsche. Also wenn ich Leverlingsche höre, dann sinne ich direkt eine Lerche Flehe. Was schön. Ganz anders ist die Mösch. Ja, der Sperling. Das kennt man aus dem Lied, die Mösch in der Küche, ne? Ja, du siehst es. Dann haben wir noch die Dove oder auch die Domdove. Ja, die ganze, der Dom, bitte, ja, das hätte Dom nicht so gern, wenn die da ihre Geschäfte machen. Also ja. Die Taube, ne, haben wir noch ja nicht gesagt. Ja. Und so ganz nebenbei kann man da auch lernen, dass oft vom Hodütsche noch dem Kölsche aus dem Au weht. Also Taube weht doof. Oder der Bauer wird der Bur. Oder de Maus wird de Mus. Ja. Dann haben wir noch andere Tiere. Ja, het Ferkel, da weht das E zum I. Das Ferkel weht zum I, also das Ferkel. Dann jedet auch noch dat Kning. Und dat is so schön, wann der Hermann dat Kning ob Hudütsch sät. Ja, ob Hudütsch ist ein Kning ein Kaninchen. Das ist doch richtig schön Kölsch Hudütsch, ne? Da jedet noch Wigger mit de Dere mit de Flögele, da jedet doch Viehfalder, der Schmetterling. Und, was ich erg schön fing, et Fladdermöschen. Ja, das sind die Fledermäuse. Dann jedet noch die Wörter, die so sind wie im Hudütsche, aber man muss es anders betonen. Da jedet wie Hudütsch der Hummel, aber man hört, das L ist wichtig. Hummel, ja. Das ist mit L wie in Falke. Ja, Hummel, da hat man einen Spruch, der hat Hummel in der Furt, ne? Wenn der jetzt hier hörstig ist. Das heißt, der ist viel unterwegs. Ist unruhig, ne? Muss nicht viel unterwegs sein. Der kann noch im Haus, der Hummel im Hinterstand, dass er von einer Etage auf der andere geht. Dann haben wir noch die kleinen Tiere. Da jedet für ein Beispiel die Floh. Es ist im Hudütsche der Floh, aber Kölsch die Floh. Das ist, weil es von Latin Pulex kommt, was ja auch feminin ist. Was du all weißt. Dann haben wir noch die Möcke und dann haben wir auch noch die Lüs. Die Lüs klingt sympathisch, auch nur ob Kölsch, dann sind die ja nicht so lebt, die Dierscher. Nein, die Läuse auf Hochdeutsch. Ich bin hier für Hochdeutsch zuständig, immer Mang, wie ich merke, die Läuse. Aber die Lüs ist doch schön. Ja, da sind wir allens mit unserem Sprachkurs am Eng. Ein Jode Sommerzig mit de Diere und mit de Menschen. Tschö.